Freunde, einige Gedanken zu Parashat Nitzavim. In Parashat Nitzavim heißt es, der Segen und der Fluch, den Gott vor uns gelegt hat in der vorigen Parasha, den soll man sich zu Herzen nehmen. Was heißt das Segen und Fluch zu Herzen nehmen? Es gibt Menschen, die sind gesegnet. Es geht ihnen gut. Der Familie geht es gut. Sie haben Parnassah, sie haben Gesundheit, sie haben innere Zufriedenheit. Sie sind gesegnet. Und diesen Segen nehmen sie sich zu Herzen. Sie freuen sich, sie danken Gott und so weiter. Aber wenn es zum Fluch kommt, wenn auf einmal diese Menschen etwas Schlechtes zutrifft, oh, dann ist Gott der Schuldige. Warum macht er das zu mir? Man nimmt sich das nicht zu Herzen. Man denkt nicht darüber nach, sondern immer ist Gott, der schuldig ist. Dann gibt es Menschen, die umgekehrt handeln. Wenn es ihnen schlecht geht, auf einmal erinnern sie sich an Gott. Sie denken nach, sie kommen in die Synagoge, sie verinnerlichen ihr Leben. Aber wenn es denen gut geht, dann vergessen sie wieder die Synagoge, vergessen alles und freuen sich mit dem, was sie haben. Aber mit dem, der ihnen das gibt, der ist ihnen dann egal. Sagt die Torah, Segen und Fluch, beides, das Positive wie auch das Negative, was im Leben uns zustößt, nimm es dir zu Herzen. Denk darüber nach, warum kommt das Gute zu mir? Woher kommt das Gute zu mir? Wie kann ich machen, dass das nächste Jahr nochmal das Gute zu mir kommt? Und dasselbe auch beim Schlechten. Warum kommt das Gute zu mir? Nicht, warum ist Gott so böse, dass er das macht, sondern darüber nachdenken. Vielleicht gibt es einen Grund, warum das Schlechte zu mir kommt. Oder wie kann ich machen, dass das Schlechte nicht mehr bei mir ist? Alles, was im Leben des Menschen zustößt, soll er, sagt uns die Torah, sich zu Herzen nehmen. Gleichgültigkeit ist eines der schlimmsten Eigenschaften, die wir haben. Aufmerksamkeit jedoch, sich Gedanken zu machen über das Leben, ist eines der positivsten Sachen, die wir haben. Rosh Hashanah steht vor der Tür. Und das ist doch die Zeit, wo man über sich und über sein Leben anfängt nachzudenken, sich zu verinnerlichen in das Gute und das Schlechte, was einem zustößt, und versucht für das nächste Jahr nur Segen auf sich zu bringen und die Flüche von sich zu treiben. Shabbat Shalom und Shana Tova.